Habe die Ehre und Schießübersatz zu Endzone A World Apart. Das neue Aufbauspiel, was wir jetzt spielen. Beziehungsweise Simulation, Städtebausimulation. Gut, die gesammelten auf Kräuter der können wir auch noch dazu verwenden, Super-GAU oder sie so, oder später in Medizin komplette Welt verstrahlt. Von Zeit zu Zeit kann es dazu kommen, dass eine Krankheit in unserer Siedlung ausbricht und sich unter den Bewohnern ausbreitet. Deshalb sollten wir immer genug Kräuter auf Lager haben. Kräuter, wo haben die? Kräuter. Wo sind... Andere Frage. Arznei, das wird dann nur mal aufgestaffelt. Ich hätte gerne komplett alles da, dass ich alles sehe. Das darf man schon wieder mehr Der down, ne? Hauptgrund, warum der Gesundheitszustand unserer Siedlung sinken kann, ist Strahlung. Obwohl wir unsere Siedler bereits vor der Umgebungsstrahlung durch Kleidung schützen, kann es passieren, dass unsere Wasserquellen kontaminiert werden. Wir sollten damit beginnen, unser Wasser zu filtern, um dies zu verhindern. Dafür werden wir eine Menge Kohle benötigen. In der Köhlerei wird Holz verbrannt, um Kohle zu produzieren. Wirklich, ich denke, eine Kühlerei ist zum Spaß da. Das ist dann wieder Ressourcen wahrscheinlich, ne? Das ist ja mal so weit weg wie möglich. Vorerst. Weil... Da muss ich wirklich sagen, das macht dann 5er Ding und du siehst einfach einen Radius nicht mehr. Das ist interessant, gell? Weil das sagst du nicht, dass es schauen so ist, wie das ist. Okay. Ja, da haben wir capped. Das Schönste ist, dass wir noch mehr Sachen abbauen sollten. Da gern sogar eigentlich nur mal. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Das Hälfte genau, also nur mal 8. Dass das eigentlich Fail wird. Saat wählen und man kann es dann einfach ändern. Kannst du einfach so alle Bäume fällen. Ja, ich weiß Ich weiß kann leider immer nur kein Lager bauen. Dem her, ja. So. Ganz interessant, ich habe da gar nicht zugewiesen. Einer reicht mir erstmal, oder? Ja genau, mit Kohle kann man dann nämlich die anderen Filter bauen. Und wir können dann dabei schon mal sagen, das ist doch... Der macht das. Sondierer. Wow, was stimmt. So. Dann da die aber Schneiderei auf alle Fälle mal. Hat's schon dabei? Ja, hat's. Schneiderei da die auf alle Fälle mal umsetzen. Aufgrund von ein paar simple Sachen, und zwar weil was ist denn eigentlich das? Ist das Schmied, gell? So, da gibt es auch 3 verschiedene Sachen, gell? Jo. Dann kommt da hinten diese Produktionsding erstmal her. Dann können wir nämlich diese Schneiderei da abreißen, die wo uns dann das Ganze schon mal besser macht. Und nehmen wir 3 Lehrer her. Besser sieht im Erlang von Abzeichen ausführen, desto höher öfter werden ihn diese im Laufe des Lebens. Ja, wen interessiert denn das, Alter?
Okay. Okay. Die haben dann soweit fertig. Ja, Holz haben wir jetzt so viel, gell? Tun wir für... Apropos, gell? Holz. Kann man... leicht mal... zum 50 machen. Wir können sie da weiter da. Er kann wieder beides machen da. Sie sollten eigentlich auch mal da weitermachen. Ich kann mir eigentlich... Das fällt mir jetzt gerade so auf. Schrottressourcen. Ja, leider kann man sowas nicht, gell? Leider kann man sowas nicht. Ja, das ist Deko. Deko-Sachen interessieren mich erstmal überhaupt nicht, ne? Die interessieren mich so bei anderen Sachen schon nicht, weil das hat einfach nichts in so einem Spiel zum Suchen. Das sind effizient arbeiten. So, übrigens, man sagt dort, man könnte, es gibt nur 2 andere DLCs, aber ich habe mir nicht gekauft und das andere war, glaube ich, mal irgendwo dabei, aber ich weiß gerade nicht genau. Von dem her, ja, ist voll, welch Wunder, gell? Welch Wunder. Das, kann man die eigentlich pausieren oder so? Die da nicht Ding werden. Und die da nicht fertig werden anscheinend. Weiß nicht, vielleicht haben die einfach noch da nicht am Arbeiten. Das kann natürlich auch sein. Dem her. Ja, wir kommen Platz, wir haben überall das Zeiger rumliegt. Perfekt. Perfekt, wie überall das Zeiger rumliegt. Ich weiß ja nicht, was da wirklich wichtig ist bei manchen Punkten. Ah, Wetterstation für Vorhersagen. Ah, okay. Die ist natürlich interessant. Ich find's so geil, wie das ausschaut, ey. Kannst du das einfach die ganze Zeit anschauen. Da können wir dann irgendwann andere Bäume her, wie wir finden. Na, erstmal haben wir das ja nicht. Ich finde es krass, wie man da, das sind nur Texturen, die wollte so ausschauen lassen. Macht der Bier oder was? Das neuerdings Bier, das ist die beste Arznei oder wie? Schaut anscheinend so aus. Wir können die Kohle in Verbindung mit einer Filteranlage benutzen, um unser Wasser zu reinigen. Unsere Zisterne ist dazu allerdings leider nicht in der Lage. Nur ein Wassersilo hat hierfür die nötige Ausrüstung. Ei. Es wäre eine Schande, wenn wir unsere vertraute Zisterne abreißen müssten, nur um an ihrer Stelle ein Wassersilo zu errichten. Was wir stattdessen tun sollten, ist, die Zisterne aufzurüsten. Das ist so gut einfach. Ein Wasser... Wie können wir die jetzt ernsthaft upgraden? Da wir alle Sachen nicht schon haben, können wir jetzt
ernsthaftes Upgraden, ne? Wir upgraden da beide. Oh, das ist so gut. Rüste deine Systeme als eine Wassersiedler auf. Weise Siedler der Profession Wasserträger zu. Noch zwar nicht festen, aber hey. Dann haben wir das schon mal. Oh, ich bin so gespannt, wie das jetzt vonstatten geht. Dass die das umbauen. Wir werden das jetzt ja umbauen müssen. Sieht man jetzt irgendwo eine Veränderung? Ah, da hinten ist es. Da ist... Okay, wir brauchen mal 40 Holz, 60 Schrott, 12 Plastik, 8 Kohle. Kohle haben wir. Plastik haben wir auch. Für das eine reicht es zumindest. Ich muss das jetzt vorschieben. Okay. Genau. Haben wir das Problem dann nicht mehr. Ich mir jetzt erst sehen, wie dies zum Ding wird. Oh mein Gott, ich habe fast keinen Schrott nicht mehr. Wie kann das sein? Deswegen dauert das wahrscheinlich alles so lang. Oh, nix so gut. Ist nix so gut. Ach so. Ah, warte mal. Das machen wir jetzt anders. Ach so. Wo da hinkommen? Nein, nicht. Machen wir das jetzt so? Ich denke, das ist so... So. Ich denke, das ist so, oh bitte mach dies für mich. No. Ach, das setzt sie dann um. Ah. Okay, ich denke, das bleibt jetzt da stehen, so wie ich es gemeint. Aber dann kann ich es ja doch abreißen. Dann ist doch so, wie ich gemeint habe. Und wie können wir da easy so hantieren? Okay. Stoff. Gut, dann machst du maximal 60. Wir haben jetzt bei 48 Leute, die wir haben. Da werden wir nicht 100 Dinge brauchen. Wir müssen jetzt eigentlich mal sehen, wie es da weitergeht. Hier. Ich weiß nicht. Wie viele Leute haben wir jetzt eigentlich noch? Jetzt haben wir noch 5, wie gut. Ich finde den Soundtrack also geil.
Schauen wir mal, 7 verschiedene Sachen. Also besser kann sie nicht laufen. Pilze, bla, sonst noch was. Wie schaut es am Essen jetzt aus? Das können wir übrigens mal schauen. Können wir nicht mal nachschauen, was wir alles haben. Warum wachsen also so mal so? Unser neues Wassersilo steht und ist Nein! einsatzbereit. Ach, dieses ist das Wassersilo. Wasser zu filtern ist ein wichtiger nächster Schritt. Geil. Sauberes Trinkwasser ein elementarer Mega. Bestandteil für eine stabile Gesellschaft ist. Mega. Ich weiß zwar nicht, wie die das da aufwickeln. Das wundert mich noch. So ein bisschen. Aber das müssen ja Sie wissen, gell? Lass uns nun mit den Filtern unseres Wassers beginnen. Um etwas Kohle zu sparen, sollten wir sicherstellen, dass wenigstens ein bisschen unverstrahltes Wasser in unserem Wassersilo gelagert wird. Wasser, das aus Brunnen gewonnen wird, ist immer unverstrahlt und bietet sich dafür gut an. Dann können wir die verbleibende Kohle dafür verwenden, bessere Schutzkleidung herzustellen. Kontamination keine. What? Lol. Sagt mir jetzt einfach, was ich bauen kann. Dass das besser funktioniert, oder wie? Oh, ich liebe dieses Space so sehr einfach. Da wird jetzt ja erstmal noch nichts hergestellt. Weil wir brauchen jetzt erst wieder Schrott. Und das dauert einfach. Bis wir das haben. Das ist ja so gut, das Spiel. Das ist ja unglaublich. Also, wir können schon mal im Brunnen warten. Aktiviere den Filter deines Wassersilos. Okay. Aktivkohlemaske produziert. Mhm. Ist dann doch eher. Okay. Stoff. Wie schaut es mit Stoff aus? Stoff haben wir echt nicht viel, ne? Entweder weil das so lang dauert oder kann man Stoff nicht anders herstellen? Wahrscheinlich aus Hanf oder so. Denke mal. Handweberei. Das Hanf, aber wir haben auch keinen Hanf. Und ohne Hanf können wir das nicht machen, ne? Denke jetzt mal. Dass das nicht anders geht, sondern nur wenn man Hanf hat. Und das haben wir nicht. Den müssen wir dann erst finden. Aber dann können wir Stoff auch besser herstellen. Und dann geht das alles um einiges einfacher. Okay. So, dann nehmen wir meinen letzten Schluck dabei. Oh, die haben das jetzt die ganze Zeit voll gemacht, gell? Ja, scheiße. Hätte man den schon fertig haben können, höchstwahrscheinlich. Ich denke, wir haben echt... Wir haben echt ein Problem. Weil wir da die ganze Zeit bloß ein paar Leute gehabt, oder einen bloß drin gehabt haben. Aber ich frage mich ja gerade, wie kann jetzt zum Beispiel Schrott oder Metall produzieren, wenn ich zum Beispiel keinen Schrott mehr auf der Karte hätte. Das muss doch irgendwie gehen dann. Oder nicht? So, jetzt mal.
Oh, Alter, das ist bestimmt gut. Nein, besser gesagt. Aber sowas von. Aber sowas von. Oh, schaut euch das. Oh. Oh mein Gott, da ändert sich das sogar noch. Oh, das ist so gut, das Spiel. Schaut euch das mal an. Da steht der Brunnen. Das ist echt so. Also, ganz ehrlich, wer war auf so einer Schule nicht gern hingegangen? Also, for real, ey. Da war ja mit Freuden hingegangen. Da war ja mit Freuden hingegangen. Mit Freuden war ich da hin. Das ist euer Problem. Also, Spieler können sich in den Gemeinschaftsgebäuden aufhalten, ja. Das Positive ist, dass man immer zwei herstellt, oder was? Gute Arbeit. Wir unternehmen ständig Schritte, um immer besser ausgerüstet zu sein, um in dieser feindlichen Umgebung überleben zu können. Gefiltertes Wasser ist sehr wertvoll und wir können es später sogar dafür benutzen, unsere Felder zu bewässern. Aber alles zu seiner Zeit. Nicht nur unser Wasser, sondern auch unsere Nahrung kann durch die Verstrahlung zur Gefahr für unsere Siedler werden. Um zu verhindern, dass die Siedler verstrahltes Essen zu sich nehmen, sollten wir einen Dekontaminierungsposten erbauen. Produziert Dekontaminierungskits und liefert diese an entsprechende Gebäude. Dort werden sie genutzt, um geladene Ressourcen und Kontaminierung durch Strahlung zu befreien. Ja, den kann man mal wieder richtig schön bauen. Ey. Hat der... Oh wow, der hat gar nichts. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Der hat gar nichts, dann können wir den nämlich einfach daher bauen. Okay. Was? Also, ich kann den jetzt... Kann ich den aber auch in mehr da? Aber auch für alle, die wo da in der Umgebung haben, glaube ich. Glaube ich, aber ich weiß es halt nicht. Das überlege ich gerade. Das habe ich mir noch nie angeschaut, schau dir so. Arbeit, Besucher, ne? Da ist Lager. Bohnen. Wieso Bohnen? Für was habe ich Bohnen? Holz, Metall, Beeren, Pilze. Was ist mit, können wir jetzt Bohnen abpflanzen? Hä? Das verstehe ich nicht. Wir haben Bohnen lagernd, aber wir können es nicht nutzen. Vielleicht geht es da bloß nicht wegen einem Tutorial. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke mal, das Ziel ist, dass wir die ganze Karten vollbaut haben. Das war immer das Ziel. Und bei Timberborn haben wir es fast geschafft. Da war es dann bloß am Schluss wirklich so, dass Luft raus war. Aber ich finde das immer nur so mega. Vor allem, weil es einfach komplette Produktionslinie wieder hast zum neu erforschen und nachbauen. Und oh, ich kann ein Lagerhaus vergrößern. Oh, dann mache ich das. Und ich muss nicht da extra bauen, sondern ich kann einfach das alte in der Groß umbauen lassen. Das wird einfach mega geil. Ja, gehen wir mal auf 3er Speed. Dann wird das Ganze vielleicht einmal fertig.
Apropos, wir können auch keine Jagdhütten bauen. Gell? Kann es noch nicht. Oder ich darf es noch nicht bauen. Oh, eine Weide. Da werden Tiere gehalten. No, und dann kannst du wieder aus dem nur besseres Essen machen wahrscheinlich. Boah, das ist mega krass. Ey, dieses Spiel ist einfach unglaublich. Also wirklich. Ich überlege gerade, da kann man noch einen brauchen. Brunnen-Wasserträger, Bauer. Da bin ich schon wieder. Nee, 5 noch. So. Ist einer. So ist einer. Und dann da 2. Da haben 2. Genau. Weil sonst war immer. Oh, das Schlimme ist, das schaut halt einfach fast genauso aus wie. Schaut fast genauso aus wie bei Banished von dem her. Hey, manchmal frage ich mich echt, ob der von Banished bei anderen Spielen mitmacht. Es ist so weird. Es ist so weird einfach. Es ist einfach so. Ja, aber 9000 jetzt. Alter, es wird immer mehr. Gehen wir nochmal auf Speedo Maximo. Schauen wir, dass wir das da hinkriegen. Es war cool, wenn wir einfach Träger an sich hätten. Sehr gut. Der Dekontaminierungsposten wird alle Gebäude, die Alter, Nahrung einlagern und sich in seinem dazu. Arbeitsbereich befinden, versorgen, um dort jene Nahrung zu reinigen, die von Strahlung betroffen wurde. Jedoch, wir sollten nie vergessen, dass selbst wenn wir uns optimal vorbereiten und schützen, wir trotzdem immer wieder Freunde und Familienmitglieder verlieren werden. Wir werden um sie trauern, komme was wolle. Wenn wir sie jedoch auf einem Friedhof beerdigen können, werden wir den Schmerz überwinden und sie in Frieden ruhen lassen. Das war doch sicher. Oh. Jesus. Aber wo tue ich den jetzt hier? Boah, wo tue ich den jetzt hier? Da hinten vielleicht. Irgendwie da oder so. Da so. Aber ist halt schon wieder doof, weil da so gut Wasser war. Dann fast eher daher. Boah, das ist echt schwierig gerade. Am passenden Platz zu finden. Weil natürlich nicht zu nah bei uns haben mich. Und nicht zu nah irgendwie an Essen oder so, weil das ist dann auch ein bisschen komisch. Man kann die Schule ausbauen. Lol. Interessant. Ja, Effizienz ist natürlich sehr gut für uns. Aber hey. So, jetzt geht's mit Speed. Schmeißen wir uns nur in den da rein. Halt, da müssen wir hier. Totengräber reicht erstmal ohne. Irgendwann in 30 Jahren werden wir dann mehr brauchen. Freie Arbeitskraft haben wir jetzt nur. Das ist natürlich krass. Schrott. Schrotte die Schrott. Wenn man 5 Leute hat für Schrott, hast du auf einmal wieder über 100. Das ist natürlich auch gut. Wenn du noch Ewigkeiten wieder mehr hast. Bam. So, den schauen wir uns auf alle Fälle jetzt noch, wie der ausschaut. So schaut es ja ganz interessant aus, aber mir hätte schon gern singen,
Boah, jetzt merkst, warum so heißt, man sollte nicht so viel so weit weg bauen, weil die halt übel lang brauchen, bis sie da hinkommen. Aber ich möchte nicht mitten in der Stadt haben. Ich hätte nicht daher sitzen können. Ich sag so, oh ja, da ist jetzt ein Friedhof. Okay, der Friedhof wird uns helfen, uns schnell zu fangen und uns auf die Aufgaben zu fokussieren, die noch vor uns liegen. Es ist kein schöner Gedanke, aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Immerhin sind wir Pioniere. Vielleicht sollten wir die Stimmung mit etwas Ablenkung aufbessern. Um die Zuversicht in unserer Siedlung zu erhöhen, können Die haben wir das eine echt gut Reihe von gemacht. Gebäuden errichten. Dazu gehört zum Beispiel das Lagerfeuer oder die Kneipe. Unsere beste Option in dieser Situation wäre es, unseren kaputten Bus auszubauen. Die Siedler können den neuen befestigten Bus besuchen und so ihre Zuversicht für eine Weile erhöhen. Was? Gemeinschaft. Den sagt man so gar nicht, weil das Hauptstandardgebäude ist. Befestigter Bus. Okay. Ja, aber den schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Also, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar rein. Bis zum nächsten Mal, bis morgen. Habe Dere.